Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, diesmal zum Spiel in Augsburg. 12. Spieltag, 2-1 verloren. Passt irgendwie, das Spiel passt irgendwie zu meiner privaten Woche. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Ja, keine Ahnung. Unnötige Niederlage, aber verdient verloren. Das ist mein Fazit. Ja, keine Ahnung. Erste Halbzeit war schon richtig schlecht. Erste halbe Stunde. Zweite Halbzeit war dann einen Tacken besser, aber ja, wir haben nicht mal einmal irgendwann eine Idee gehabt. Ich denke, man hat ganz klar gesehen, wie wichtig Kimmich mittlerweile für unser Spiel ist. Sabitzer war maßlos überfordert. Aber da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein, wenn wir auf die Spieler mal drauf eingehen. Ansonsten, ja, ganz, ganz wenige Spieler, die mal irgendwie Normalform erreicht haben. Ja, wenn man die Vorzeichen sieht, hätte man es erwarten können. Ich habe es noch nicht erwartet. Ich habe aber auch nicht gewusst, dass bei Augsburg fast keiner da bei der Nationalmannschaft war. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise, auch wenn es kleinere Bundesliga-Vereine sind, sind ja trotzdem dann meistens von etwas kleineren Ländern, aber trotzdem sind ja meistens viele bei der Nationalmannschaft. Das war bei Augsburg jetzt nicht der Fall. Ja, nichtsdestotrotz ist es immer noch der FC Augsburg und beide Gegentore waren ganz klar vermeidbar. Punkt. Ja. Und ansonsten war Augsburg vorne nicht existent. muss man mal ganz klar so sagen. Zweite Halbzeit, aber auch erste Halbzeit. Also Augsburg stand 80 Minuten hinten drin. Haben es natürlich gut gemacht, ja, für ihre Verhältnisse. Dass wir aber dann so ideenlos sind. Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie Torchance um Torchance rausgespielt haben. Wir hatten in der zweiten Halbzeit vielleicht 2 wirkliche Torchancen. Und das war jetzt nicht so wie gegen Frankfurt, wo du irgendwie 20 Torchancen hattest. Hatten wir nicht. Und von daher ist es dann einfach auch verdient verloren. Ne? Es ist nun mal ein legitimes Mittel. Ja, es ist nicht schön. Es war kein schönes Fußballspiel zum Angucken. Zum Angucken war es das schlechteste Spiel diese Saison definitiv. Ja, Augsburg hat das gemacht, was sie machen. Also soll man den Vorwurf machen, mehr können die halt nicht. Ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Die spielen gegen den Abstieg, standen 80 Minuten hinten drinne und haben 2 Tore geschenkt bekommen von uns. Ja, und dann gewinnen die ja 2-1. Ne? Wir waren heute nicht annähernd an irgendeiner Normalform. Und von daher muss man dann einfach sagen, dass es verdient so ist. Fertig. So, Statistiken bin ich gespannt. Gefühlt haben wir erste Halbzeit nicht wirklich einen Zweikampf gewonnen. Erst recht nicht offensiv, aber wir gucken mal rein. Zack. Ballbesitz, 80%. Ja, spiegelt das wieder, was ich gerade gesagt habe. Dass Augsburg 80 Minuten mindestens von den 94 hinten drin stand. Also. Fouls 18-9. Zweikämpfe haben am Ende sogar noch mehr gewonnen. In der ersten Halbzeit war das mit Sicherheit nicht der Fall. 18-9 Fouls, da muss man auch mal ganz klar sagen, der Schiri war erste Halbzeit wieder eine absolute Katastrophe. Ganz ehrlich, eine absolute Katastrophe. Also nicht nur für uns, generell. Ja. Note 6. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser. Da hat er wenigstens mal auf beiden Seiten gleich gepfiffen, aber auch da teilweise, also ich kann mich noch immer daran erinnern, taktisches Foul, gelbe Karte. Gibt sich mehr, aber auch von hinten auf die Achillessehne vom Sané, so dass er den Schuh noch ausgezogen hat. Da muss man keine gelbe Karten geben, wa? Muss man nicht. Früher gab es von hinten in die Beine mal rot und so eine Sachen, alles gibt's alles nicht mehr. Hier sieht man es auch schön, Schüsse aufs Tor 3-4. Ja, wenn wir nur 4 Schüsse aufs Tor haben, ja, müssen wir uns am Ende des Tages nicht beschweren. Schüsse insgesamt 5-18. Ja, keine Ahnung, wo wir 18 Schüsse hatten, Leute. Das ist schön Malerei. Ich bin hier bei den 4. Ja, nehmen wir den von Fonsi noch, der da rechts daneben ging, nochmal knapp. Ja,
Vielleicht haben wir so 6, 7 Schüsse gehabt. Alles andere gegen, was weiß ich, was die da rechnen. Ecken 1:10. Perfekt. Perfekter Übergang. Wir haben letzte Saison ja viel darüber gemeckert, oder ich habe viel darüber gemeckert, wie schlecht der Kimmich durch Ecken schießt. Und warum er jede Ecke und jeden Freistoß schießt. Wenn man heute gesehen hat, was der Gnabry geleistet hat, Alter, dann wissen wir, warum der Kimmich das macht. Also das war gar nichts. Das war Note 6, Alter. Das war echt, das war Schülermannschaftsniveau. Ja? Aber der Gnabry war heute eh Note 6. Aber da kommen wir gleich mal zu. Mein Lieblingsspieler wieder, war souverän heute. Angekommene Pässe, ja, wow, können wir uns nichts verkaufen. Flanken 9, 19. 19 Flanken habe ich auch nicht gesehen. Ich habe vielleicht 2, 3 Flanken gesehen, die ein bisschen was getaucht haben. Alles andere war Rotze. Muss mal klipp und klar zu sagen. Schüsse insgesamt: Levi 2, Pavard 1, Musiala 1. Torschussvorlagen Müller 1. Wow. Gewonnene Zweikämpfe: Hernandez 13, Upa 11, Sané 8. Passt auch perfekt. Ich habe die Auswechslung von Sané nicht verstanden. Kommen wir gleich noch zu. Ballkontakte: 131 Pavard, 127 Upa, 121 Hernandez. Und gefoult worden. Schenken wir uns einfach mal. Ja. Wie ich schon gesagt habe, absolut vermeidbare Niederlage, aber auch verdient. Ja, die beiden Tore haben wir hergeschenkt und das war beides mal. Sabitzer war mit beteiligt, aber allein das Pavard, Thema, was wir schon 100 Mal hatten, easy peasy die Leute einfach flanken lässt. Ja, die beiden Flanken vor jedem Tor dürfen so erst gar nicht zustande kommen. Ja, der Sabitzer muss da sein am Mann bei den zweiten Ball. Da geht nochmal 50% auf seine Kappe. Aber ansonsten, das lernt man in der E-Jugend, dass man die Leute nicht einfach frei flanken lässt. Aber das lernt der Pavard nicht. Und das ist traurig, dass wir so eine gute Mannschaft haben und einfach keinen vernünftigen rechten Verteidiger. Aber haben wir ja auch vor der Saison genug thematisiert, denke ich. Gut, ich würde sagen, wir smashen zum einmal durch, war Neuer war gut. Ja, hat auch gute Pässe gespielt, die Bälle schnell gemacht, hat alles versucht. Also Neuer war für mich Normalform. Neuer würde ich eine 3 geben. Upa hat mir auch sehr gut gefallen eigentlich. Hat nicht einen wichtigen Zweikampf verloren. Viele Zweikämpfe gewonnen. Hat versucht, das Spiel aufzubauen, gerade auch die letzten 20 Minuten. War teilweise mal 10 Minuten am Stück ganz vorne. Hat sich den Arsch aufgerissen, was sich andere Spieler nicht gemacht haben. Also Upa würde ich heute auch auf jeden Fall eine 2 geben. Hat mir sehr gut gefallen. Pavard hat mir nach dem 0:2 auch ganz gut gefallen. Lag aber auch daran, dass Augsburg offensiv nicht mehr zustande gebracht hat. Hätte Augsburg weiter offensiv gespielt, hätten wir weiterhin die Schwächen von Pavard gesehen. Defensiv, also ich weiß nicht, dass er sich Verteidiger schimpft oder dass er sich selbst Verteidiger nennt, ist ein Witz. Ja, müssen wir mal knallhart so analysieren heute. Ich meine, das war jetzt der FC Augsburg und nicht irgendwie, was weiß ich, Manchester United, City oder Chelsea oder sonst wer, der irgendwelche super starken offensiven Spieler hat. Das war ein Abstiegskandidat aus der Bundesliga und ist egal, über die Seite von Pavard darf einfach jeder den Ball in Ruhe annehmen und reinflanken. Gar kein Problem. Grausig. Wirklich grausig. Ich gebe ihm eine 5 heute. Wie gesagt, danach war es okay. Offensiv war er bemüht, aber auch da, dass mal irgendwie vernünftig hinterlaufen wird, dass er mal bis zur Außenlinie geht und mal eine Flanke kommt, siehst du auch gar nicht. Ja, er war so engagiert, ist dann immer viel in der Mitte gezogen und sowas. Weiß ich nicht, Alter. Weiß ich nicht. Also ich sehe, das ist für mich der größte Schwachpunkt in unserer Mannschaft. Aber das ist ja nichts Neues. Ja? Wie gesagt, da war der Stanisic letztens noch besser. Aber der ist dann nach 40 Minuten auch in sich zusammengefallen. Also keine Ahnung. Fairerweise muss man sagen, dass das auch alles für mich ein bisschen mit dem Gnabry zusammenhängt. Habe ich auch schon mal angesprochen. Und das hat man heute auch wieder ganz klar gesehen, dass der jetzt einfach 0 mit nach hinten macht. Ja. Dann war dann ab und wann mal Müller.
mit nach hinten. Aber der Pavard stand auch beim ersten Tor, war es glaube ich 1 gegen 2. Gut, da war der Sabitzer noch ein bisschen in der Nähe. Aber es macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger für ihn. Nichtsdestotrotz muss der Pavard auch einfach mal in die Zweikämpfe gehen und versuchen, den Flankengeber zu verhindern, was er halt einfach nicht macht. Ja, das muss man ganz klar ihm anheften. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass er nicht so die Unterstützung hat von dem offensiven Spieler auf seiner Seite, dass der mal ordentlich mit nach hinten zieht. Das muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz musst du versuchen, die Flanke zu verhindern. Und das kriegt er einfach nicht geschissen. Und das seit Anbeginn. Keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, Note 5. Hernandez für mich eine 3. Hat's gut gemacht. Beim zweiten Tor sah er natürlich jetzt auch nicht so gut aus. Ist aber hochgestiegen, ist halt nicht drangekommen am Ball. Ja, was willst du machen? Passiert. Deswegen muss man Flanken verhindern. Ja. Für mich sonst ein gutes Spiel gemacht. Man hat es ja auch gerade gesehen bei den Zweikampfwerten. Sehr viele Zweikämpfe gewonnen und hat sich auch einen Arsch aufgerissen, hat viel geackert, hat auch viel nach vorne versucht, hat viele Querpässe versucht, wo auch immer 1-, 2-mal schief gegangen sind. Aber für mich die beiden Innenverteidiger heute sehr gut. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass sie nicht gefordert wurden, ja, weil offensiv war nichts vom Augsburg zu sehen. Marcel Sabitzer würde ich auch eine 5 geben, war für mich, ja, für mich hat er den Eindruck gemacht, er war einfach maßlos überfordert. Die Stiefel vom Kimmich waren viel zu groß. Am Anfang ging es noch einigermaßen, aber selbst da hat er nur die Bälle tropfen lassen und nach hinten gespielt. Also da war ja nicht mehr irgendwie den Ball mal annehmen, mal gucken, mal wo kann ich hinspielen oder sowas. Ja, er hat in der Zeit, wo er gespielt hat, 2, 3 gute Pässe hat er rausgehauen. Aber ansonsten schwierig. Weiß ich nicht, ob das so die Rolle ist, die er irgendwie ausfüllen kann bei uns da als alleiniger Sechser. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn so von Leipzig ja nicht so viel, habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Aber bei uns hat er bisher nicht wirklich überzeugt. Er hat ein bisschen Licht gehabt heute, aber sehr viel Schatten. Also beide Gegentore muss er sich definitiv 50% jeweils ankreiden lassen. Die anderen 35% kann sich jeweils Pavard ankreiden lassen. Ja, ich meine, beim zweiten hat man es gesehen. Man kann da den Ball nicht so verstolpern. Ja, das geht nicht. Fertig. Omar Richards, ja, war für mich eigentlich eine 3-. Ja, erstmal muss man immer im Hinterkopf haben, wo er herkommt. Und ich fand eigentlich, er hat es gut gemacht, gerade also so die erste halbe Stunde. Ja, hat immer viel auf Sicherheit gemacht, aber hat auch keine Anspielstation gehabt. War vorne irgendwie auf der linken Seite ganz alleine die ganze Zeit. Der Sané hat irgendwie mittig mehr gespielt, war dann mehr auf Gnabrys Seite. Von daher hat das echt schwer gehabt, da irgendwie Akzente setzen zu können. Nach hinten war es okay. Einmal konnte er die Flanke nicht verhindern, da ist zum Glück nichts groß passiert. Aber ansonsten ging über seine Seite nichts. Ja, obwohl er den stärkeren Spieler hatte mit André Hahn, der auch über seine Seite kam. War für mich ein solides Spiel. Ja, zum Ende hin. Ja, er ist halt kein Davis. Ja, man darf das auch nicht so vergleichen. Für mich war es okay. Goretzka, erste Halbzeit Note 6. Ja, absolut nicht präsent. Du hast gar nicht gesehen, dass er auf dem Platz ist. Weiß ich nicht. Ja, natürlich ist es da eine taktische Anweisung. Der Sabitzer ist der Sechser, der Goretzka ist der Achter. Aber wenn ich doch merke, ich bin 0 im Spiel, ich kriege nicht einen Ball. Ja, dann sollte man sich vielleicht mal ein Beispiel am Levi nehmen, der sich dann einfach mal 20 Meter fallen lässt. Und das hätte ich mir von Goretzka einfach auch mal gewünscht, dass er sich vielleicht mal hinten die Bälle abholt. Oder sich da mal ein bisschen anbietet. Nee, er stand einfach irgendwo im Mittelfeld rum und war 0 im Spiel. Hat nicht einen Ball gekriegt, konnte gar keinen Akzent setzen. Hat aber auch keine Anstalten gemacht, mal irgendwie was anderes zu wollen. Ja? Und das fand ich, also erste Halbzeit grausam. Zweite Halbzeit, ja, hat er dann den Sechser gespielt nach der Auswechslung. Konnte auch nicht wirklich Akzente setzen. Ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Hat ganz gut gemacht, ja, war auf jeden Fall stabiler und sicherer wie der Sabitzer. Wobei man sagen muss, dass Augsburg da auch keine Intention mehr hatte, über die Mittellinie zu kommen. War, muss man auch mal ganz klar sagen. Goretzka insgesamt Note, ja, würde ich eine 4 geben. Viel Luft nach oben. Gnabry für mich Note 6, Leute. Sag ich euch, wie es ist. Ja, hat bei mir immer einen schweren Stand.
Aber das war heute einfach eine 6. Er hat 10 Ecken geschossen, ich glaube 4 Freistöße. Da kam nicht eine und nicht ein Freistoß beim eigenen Mann an. Dazu hat er ungefähr 3, 4 Flanken, wenn man es Flanken nennen darf, aber wird in der Statistik als Flanke aufgeführt, versucht reinzubringen, wo auch nicht eine beim Mann ankam. Nach hinten arbeiten 0. Nach vorne, ja, wenn der Ball mal nicht so kam, wie er wollte, gleich den Kopf hängen lassen. Ja, Körpersprache 6, Leute. Einstellung 6. Sorry, ich kann nichts anderes sagen. Es war einfach grausam, das anzusehen. Und es war noch grausamer, dass er auf dem Platz war 90 Minuten. Also was der Nagelsmann da in seinem Schädel ihn geritten hat, kann ich nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, wenn man jetzt denkt, ach ja, ist okay, wir verlieren das Spiel, ich nehme Sané mal runter, um ihn zu schonen für Dienstag, wo wir schon safe in der Champions League durch sind, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Sané war zu der Zeit der einzigste Aktivposten vorne. Der einzige. Der war der einzige, der etwas besser ins Spiel kam. Also, keine Ahnung. Gnabry 6, Leute. Levi will ich eine 3 geben. Am Levi hat es heute nicht gelegen. Muss man mal fairerweise sagen. Ja, das Ding hat er gemacht. Gut, da war ein bisschen Glück dabei. Er hätte der Torwart auch halten können, das Ding. Auch aus der Distanz so scharf geschossen. Ja, ist auch schwierig für einen Torwart. Dann hat er in der zweiten Halbzeit noch eine Chance gehabt. Was sogar eine sehr gute Chance war. Ja, ähnlich wie in der ersten Halbzeit, wenn er den auch noch reingemacht hätte. Wäre es wieder ein goldener Tag gewesen. So hat er es nicht getan. Was auch kein Vorwurf ist. Aber er hat natürlich gar keine Bälle gekriegt heute. Wirklich gar keine. Außer halt beim Tor und dann in der zweiten Halbzeit das komische Ding. Ne? Aber ansonsten, Levi hat wie immer alles versucht. Auch gerade zweite Halbzeit sich viel fallen lassen, viel über Außen, viel angeboten, alles was andere Spieler wie ein Gnabry und ein Müller, wo wir gleich noch zu kommen, gar nicht getan haben. Also am Levi hat es heute definitiv nicht gelegen. Sané, ja, Sané würde ich eine 3 minus bis 4 geben. Ja, eigentlich eine 3. Ja, sagen wir mal eine 3 minus. War für mich der einzige Aktivposten vorne. Ja, erste Halbzeit eine ganz komische Position gespielt. Wie gesagt, mehr mittig, mehr so ein Achter. Und dann mehr halb rechts hinterm Gnabry oder neben Gnabry, ganz komisch. Ganz selten mal über links. Habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, da war Omar Richards oft sehr alleine. War dann ab und wann mal wieder ein bisschen links, aber weiß ich nicht. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie eine taktische Anweisung war, zu sagen, wir versuchen mal über rechts Überzahl zu schaffen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, da hat das auch schwer gehabt, muss man ganz klar sagen. Aber zweite Halbzeit für mich der Einzige, der aktiv war. Auch erste Halbzeit schon der Einzige, der vorne aktiv war, der mal was versucht hat. Bisschen Spielpech gehabt, wie unsere ganze Mannschaft, muss man auch mal ganz klar sagen. Haben viel, aber Sané hat viel versucht vorne mit Dribblings, mit Direktpässen und so weiter. Also war für mich der Einzige, der da vorne irgendwie aktiv war, neben dem Levi. Müller war für mich heute eine 5. Ja, Müller hätte ich schon, keine Ahnung, gefühlt nach 20 Minuten auswechseln können. Spätestens zur Halbzeit hätte ich Müller rausgenommen, habe ich auch nicht verstanden, warum der durchgespielt hat. Müller hat heute gar nichts hingekriegt. Wirklich gar nichts. Ja, okay. Sorry, er hat doch was hingekriegt vor dem 1-2. Da war Müller mit beteiligt. Das war das Einzige, was er hingekriegt hat. Ansonsten gar nichts heute. Nicht ein Zweikampf gewonnen. Nicht ein Pass mal zum eigenen Mitspieler gekriegt. Stand immer schlecht. Immer wenn der Müller den Ball gekriegt hat, wusstest du, der Ball ist weg. Ähnlich wie Gnabry. Also das war gar nichts. Das war wirklich gar nichts. Auch nicht diese Lauffreude wie sonst. Ja, vielleicht einfach, weil die Räume da zu eng waren. Ja, weil Augsburg da mit Mann und Maus hinten drin stand. Aber das war gar nichts. Und ja, also aus meiner Sicht hat man das erste Halbzeit schon gesehen, dass Müller einen schlechten Tag hat. Und dann habe ich nicht verstanden, wie man so auswechseln kann, wie ausgewechselt wurde.
Tanguy näher zu reinzubringen, habe ich auch gar nicht verstanden. Vor allen Dingen, was soll das in der 87. Minute? Ja, wenn du ihn reinbringst, keine Ahnung, dann stell ihn wie früher dann Daniela, also Daniel van Beuten, stell ihn vorne in den 16er rein, weil er ist sehr kopfballstark. Ich würde sagen, er ist der kopfballstärkste Spieler bei uns im Team. Das hätte ich verstanden, aber ihn reinzubringen und hinten reinzustellen auf eine Dreierkette, what the hell? I don't know. Schupo hätte ich mir eher gewünscht, als die 20 Minuten. Hat ein bisschen was versucht. Ja. War halt einfach eng, ja, aber hat ein bisschen Schwung reingebracht. Der Einzige, der richtig was bewegt hat, war Musiala. Ja, wäre Musiala nicht auf dem Platz gewesen, wäre gar nichts gegangen vorne. Wirklich gar nichts. Das war der Einzige, der mittig angespielt wurde und dann auch mal was machen konnte, ja. Der mal ein paar Ideen hatte. Ich fand es schade, dass Sané halt rausgegangen ist. Ich hätte mir schon vorstellen können, dass im Zusammenspiel mit Musiala da noch das eine oder andere hätte entstehen können. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich hätte definitiv Müller rausgenommen zu der Zeit. Dass er Sabitzer rausgenommen hat, war komplett richtig. Hätte ich schon zur Halbzeit gemacht. Weil erstens Augsburg war nicht mehr präsent. Ja, da kannst du auch einen Goretzka auf die 6 stellen. Oder hätte sogar Nian zubringen können, hätte ihn auf die 6 stellen können, hätte einen Goretzka vorne lassen können, wenn man das gemeint hätte. Fonsi für Omar Richards. Ich hatte eigentlich erst gedacht, er bringt einen Fonsi und nimmt einen Gnabry raus. Hätte ich gefeiert. Ja, dass er Sané vielleicht auf die rechte Seite gegangen wäre und linke Seite hätten wir mit Davies und Richards bestritten, weil ich fand einen Richards jetzt nicht schlecht. Hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Aber ja, nee, er hat dann so gewechselt, wie er gewechselt hat. Die Wechsel fand ich, ja, unglücklich, sag ich mal so. Wie gesagt, Sabitzer raus, Musiala rein, das war ein richtiger Wechsel, richtiger Ansatz. Davies rein, fand ich auch okay, klar. Hat aber auch ein bisschen Zeit gebraucht, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass er mit dem Richards über die Seite zusammenkommt. Und dann hätten wir besser einen Gnabry rausnehmen können und einen Sané da hinstellen können. Was er in der ersten Halbzeit schon so gespielt hat, wäre meines Erachtens besser gewesen. Aber im Nachhinein kann man immer klug scheißen, ne? Kennen wir ja alle. Von daher. Ja, das war der 12. Spieltag. Ja, es war noch nicht mal ein Spiel, wo ich mich groß aufgeregt habe. Sag ich euch ganz ehrlich, weil es gab nicht viele Szenen zum Aufregen. Ja, die beiden Tore haben wir hergeschenkt. Waren beide Tore mit Ansage, wenn du siehst, da steht der Pavard und die kommen über die Seite, die können flanken. Ja, gut, wie gesagt, das erste war noch ein bisschen glücklich für Augsburg, beziehungsweise schlecht vom Sabitzer. Der zweite Ball darf halt niemals im 16er zu dem Augsburger kommen. Im Zweifel musst du da energischer reingehen und musst du eventuell vielleicht sagen, du nimmst einen Elfer in Kauf, keine Ahnung. Kann man im Nachhinein auch immer leichter sagen, aber der Sabitzer stand da schon einfach schlecht. Ja. Keine Ahnung. Jetzt spielen wir am Dienstag gegen Kiew. Super wichtiges Spiel, weil wir haben ja Sané ausgewechselt, um ihn zu schonen. Kappa. Ja, keine Ahnung, ist für uns ein bedeutungsloses Spiel. Ich bin sehr gespannt. Denke, das wird nicht viel besser werden, sind wir mal ganz ehrlich. Auswärts auch noch in Kiew. Danach den Samstag zu Hause gegen Bielefeld. Bin ich sehr gespannt. Weil, machen wir uns nichts vor. Training wird es nicht geben. Wann sollen wir trainieren? Gut, wir haben jetzt Freitag gespielt. Morgen wird wahrscheinlich frei sein. Ja, vielleicht trainieren wir dann Sonntag. Denk mal Montag. Kann sein, dass wir Montag schon anreisen. Ich weiß es nicht. Nach Kiew. Also hast du einen Tag Training. Ja, und vor Samstag hast du vielleicht mit viel Glück, je nachdem, wann du dann zurückkommst, hast du auch nochmal einen Tag Training. Da kannst du natürlich nicht irgendwie welche großen Sachen trainieren. Also schwierig. Man hat die gute Ausgangslage in der Bundesliga auf jeden Fall verschenkt. Können wir nochmal kurz einen Blick raufschmeißen. Ja, noch haben wir natürlich 4 Punkte vor. Ich weiß gar nicht, warum hier noch ein roter Punkt ist. Das Spiel schon lange aus. Naja. Ja, noch haben wir 4 Punkte vor. Klar, Dortmund muss morgen erstmal gewinnen, aber ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Sollen wir gleich mal gucken. Ja, ich meine, immerhin bleibt spannend. Ja. Ich verstehe auch nicht schon wieder diese Aussagen, die da waren.
Nur weil wir jetzt 4 Punkte vor hatten. Ja, ist ja schon alles entschieden. Sylt und langweilig und hin und her. Keine Ahnung. Sehr komisch. Wir können ja mal eben gucken. Kannst du hier mal auf... Man kann sie nicht auf 12 stellen, Alter. Dortmund spielt, glaube ich, zu Hause gegen was? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall zu Hause. Ich habe auf jeden Fall einen klaren Dortmund-Sieg getippt gehabt. So viel weiß ich. Kann ja mal eben gucken. Ja, dann sind sie auf dem Punkt dran. Dann spielen wir gegen Bielefeld und dann spielen wir schon gegen Dortmund. Also, ich denke mal, mehr Motivation für Dortmund konnten wir denen heute nicht liefern, als dass sie auf den Punkt rankommen und dann im Spitzenspiel mit dem Sieg an uns vorbeigehen. Ne? Also, jetzt Dortmund hat alle Chancen. Sie spielen zu Hause gegen Stuttgart. Ja. Lassen wir uns überraschen, Leute. Wie gesagt, ja, viele Spieler kamen spät wieder von der Nationalmannschaft, nach der Nationalmannschaft, tun wir uns immer schwer. Ist nichts Neues. Nichtsdestotrotz kannst du in Augsburg nicht verlieren. Punkt. Ja, komplett unnötig. Klar, wenn das halt so ein Spiel hast, wie du hast, ja, dann musst du halt einen Punkt mitnehmen. Aber wenn man dann 2 Tore herschenkt, einfach. Ja. Gut. Nichtsdestotrotz, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, ganz wichtig aktuell. Und wir hören uns dann, wir spielen Dienstag, am Mittwoch wieder, wer Bock hat, zum Champions League Spiel in Kiew.